habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich in der Vorbereitung mir einen coolen Einstieg überlegt, der richtig gut passt zu dem Jahresschwerpunkt, zu den Themen, die wir überlegen. Was ich nicht so bedacht habe, und das ist mir erst heute Morgen beim Schneeschaufeln in den Sinn gekommen, dass wir im Winter sind. Und dass es könnte sein, dass über Nacht Schnee fällt bei uns. Und dass es vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn ich euch jetzt versuche, in Gedanken zurückzuversetzen in unsere Sommerferien, die so richtig heiß sind. Und darum müsst ihr euch jetzt ein bisschen einladen auf ein Gedankenexperiment. Ich werde am Schluss den Bogen auf den Winter nochmal probieren zu schlagen. Aber für den Moment einmal, stellt euch vor, zusammen mit mir in Italien am Strand zu liegen. Wir haben das Glück gehabt, in der letzten Sommerferien, dass es so richtig heiß war. So heiß, wie ich es selten erlebt habe. So heiß, dass die Sonne auch im Schatten sich angefühlt hat, wie im Umluftbachofen niedergaren zu werden. Es war so richtig heiß gewesen. Und wenn es so richtig heiß ist, vielleicht kennen das auch, dann geht der Körper so in den Stromsparmodus, oder? Dann ist es so richtig ein bisschen träge und müde. Und für uns ist das aber dieses Jahr überhaupt nicht schlimm gewesen, weil wir sind in der komfortablen Situation, dass wir A, Ferien hatten, das heisst keine Verpflichtungen. B, dass unsere Kinder im Teenageralter sind, das heisst, sie können sich selber beschäftigen und haben es auch sehr gerne gesündelt. Und C, dass wir so gut mit unterhaltsamer Lektüre ausgerüstet sind, dass es kein Problem war, so einen Nachmittag lang im Liegen zu verbringen. Und ich bin jetzt normalerweise nicht so eine Wasserratte. Das ist jetzt so etwas, brauche ich jetzt nicht zwingend, aber unter diesen Vorzeichen war es wirklich so gewesen, dass mein Badebedarf sich exponentiell gesteigert hat in dem Fall. Und ich erinnere mich noch so den Moment vom Eintauchen in das kühle Nass, wo die dringend benötigte Erfrischung gebracht hat. Wahrscheinlich kennst du das Gefühl auch. Das Gefühl, das so erfrischend und belebend ist, wenn man so einen heißen Sommertag ein wohltemperiertes Bad kann nehmen. Oder zu kalt habe ich es dann auch nicht gern. Es muss gerade so sein, dass es erfrischt, aber nicht so, dass man friert. Die Frische, die entspannt, sie regeneriert und sie mobilisiert wieder neue Kräfte. Falls das jetzt für dich mega schwierig ist, du kannst es dir so vorstellen, wie wenn du einen Abstecher machen würdest. Und zwar, wenn du auftauchst so aus der Nebelsuppe, die wir da ja im Unterland bei uns immer wieder haben, so durchbrichst dann auf den Bergspitz, dir die wärmende Sonne ins Gesicht hineinstrahlt und du einen tiefen Atemzug von dieser erfrischenden Bergluft einschnaufen kannst. Was für unseren Körper gilt, gilt auch für unsere Seele. Wir leben in einer schnellen, vollen, vernetzten und aktiven Zeit, die ständig im Wandel ist. Wir haben Zugriff auf eine unglaubliche Fülle an Informationen. Wir nutzen Technologien und Tools, die uns das Leben vereinfachen. Wir sind ständig auf Achse und auf der Suche nach einem zufriedenen und erfüllenden Leben. Wir leben in einer spannenden Zeit. Spannend, aber vielleicht manchmal auch spannungsvoll. Das Aufflammen von Krieg und Konflikt kann Unsicherheiten auslösen und Befürchtungen schüren. Gesellschaftliche Herausforderungen, Tragödien und Schicksalsschläge führen zu einer zunehmenden Polarisierung mit stärkeren Extrempositionen. Und unsere Geschäftigkeit und das hohe Lebenstempo führen vermehrt zu Überlastung und Überforderung. So, dass auch die psychische Gesundheit leiden kann. Grosse gesellschaftliche Herausforderungen. Und gleichzeitig, mitten in dieser spannenden Zeit, hören wir von rund um den Globus raus, wie Menschen, besonders auch junge Menschen, eine Sehnsucht haben in ihrem Herzen nach Authentizität, nach Tiefgang und nach Sinnhaftigkeit. Wir hören von England, von Frankreich, von Amerika, ja zum Teil sogar da aus der Schweiz auch, von so geistlichen Aufbrüchen, wo der Glaube plötzlich wieder eine neue Relevanz gewinnt im Leben der Menschen. Wo man doch in den letzten Jahrzehnten das Gefühl hat, es gibt nur einen Trend, wenn es um den Glauben geht, nämlich der Fall in die Bedeutungslosigkeit, scheint sich in den letzten Jahren der Trend umgekehrt zu haben. Und die Botschaft vom Evangelium zeigt wieder einmal neu ihre gleichbleibende Relevanz und ihre Kraft. Wir leben in einer spannenden, in einer spannungsvollen Zeit. Und wir wollen in diesem Jahr ganz bewusst uns nochmal ganz neu aufmachen
und die Verbundenheit mit Gott suchen. Ihm begegnen, seine lebensspannende Kraft neu erfahren. Und in die Zeit hinein, wo wir leben, redet auch ein altes Psalmwort vom König David. Der König David war ja ein Hirtenbub und er ist von Gott zum König gesalbt worden, weil der erste König von Israel sich immer mehr von Gott entfernt hat und sein Auftrag nicht mehr wahrgenommen worden ist. Im Psalm 23, einem bekannten Psalm, redet er über Gott als der gute Hirt. Und so fängt der Psalm an mit folgendem Wort. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Und mit dem Wort aus dem Psalm 23 werden wir reinstarten in das Jahresthema 2026. Wir wünschen uns ein Jahr, wo Gott unsere Seele und unser Herz nochmal ganz neu, immer wieder neu stärkt und erfrischt. Der David beschreibt im Psalm 23 bildhaft, wunderschön, was es heißt, im alltäglichen Leben, im alltäglichen Unterwegssein, nahe mit Gott verbunden zu sein. Auch der David kennt die vielen verschiedenen Facetten, die das Leben für jeden von uns parat hat. Erfolg, siegreiche Momente, aber auch Herausforderungen, Niederlagen, Schicksalsschläge, die manchmal auf einen zukommen können. Er weiß, was es heisst, im vollen Leben, in einem gefühlten Leben, in einem spannenden, aber manchmal auch spannungsvollen Leben unterwegs zu sein. Und seine Lebensgeschichte zeigt uns, wie viele andere auch aus der Bibel, dass wir Gott mit in diesen Umständen so einen Ort brauchen, wo unser Herz, wo unsere Seele immer wieder neu auftanken kann. Erneuert werden, erfrischt werden, erfüllt werden. Der Psalm 23 lädt uns dazu ein, eine Kunst zu erlernen. Eine Kunst vom Leben zu erlernen, die ich glaube, wir gerade auch in der heutigen Zeit besonders fest brauchen. Von Gott immer wieder neu gestärkt und erfrischt zu werden. Erfrischt leben, das kann auch heissen, erneuert werden, ermutigt werden, erfüllt werden, vielleicht mal erleichtert werden von etwas, was uns auf den Schultern liegt. Von Gott aber vielleicht auch ermahnt und auf den richtigen Weg zurückgebracht werden. Von ihm ergriffen zu sein, erstaunt, erfasst oder jetzt vielleicht im Winter das Herz erwärmt ist. Für den David war klar, dass Gott die Quelle von allem Leben und von aller Lebendigkeit ist. Und dass die Verbundenheit mit dieser Quelle etwas vom Wichtigsten ist, wo unser Leben darf, soll haben und soll kennzeichnen. Und so hat auch er immer und immer und immer wieder neu, ganz persönlich, die Erfrischung dort gesucht, wo sie eben wirklich zu finden ist. Das ist nur bei Gott, beim Schöpfer und beim Erhalter von allem Leben. Und es gibt einen Psalm, der Psalm 36, wo auch der David geschrieben hat, den ich unglaublich cool finde, wie er Gott auf eine Art beschreibt, die so poetisch, so vielfältig und so wunderschön ist und wo uns einlädt dazu, die Erfrischung und die Verbundenheit mit Gott so zu erfahren, wie sie der David erlebt hat. Ich lese Psalm 36, Vers 6 bis 10. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue.
Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Und deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, o Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn ich das lese, dann geht mir irgendwie das Herz auf. Es ist so eine Vision, so ein Blick in eine Zukunft hinein, in ein Leben hinein, wo irgendwie erfrischt und gestärkt ist, wo lebendig ist, wo voll ist, wo zufrieden ist und wo so viel hat, dass es nicht nur für mich selber langt, nicht nur gerade so knapp langt, sondern wie der David im Psalm 23 heißt, dass der Becher überfließt und mehr als genug da ist, um auch mit anderen teilen und können weitergeben. Wenn ich das lese, dann kommen in mir so Wörter in den Sinn wie Ruhe, Sicherheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Freude, Energie und Klarheit. Sich von Gott erfrischen zu lassen, bedeutet, täglich die Verbindung mit Gott zu suchen und seine Gegenwart als so einen Ort zu erleben, wo die Quelle ist von der Erfrischung für mein Leben. Aus meinem eigenen Leben und aus dem Gespräch mit Menschen in meinem Umfeld weiss ich, wie engagiert und wie eingespannt, dass wir alle heutzutage sind. Die Welt dreht sich schnell. Und wir sind mittendrin im Karussell vom Leben. Job, Privatleben, Familie, Hobbys. Und manchmal fühlt es sich vielleicht so an, als würden von allen Seiten alle Ansprüche so an uns zehren. Jeder will irgendwie etwas von euch. Jeder will etwas von dir, jeder will etwas von mir. Und es zerrt so an uns. Und das Gefühl ist so da, als würde unsere Lebensenergie so verteilt werden und reinfließen. Und am Morgen stehst du auf, nimmst du vielleicht viel vor und manchmal am Abend merkst du, so ist richtig viel auch gelaufen, richtig viel auch abgeflossen aus deinem Leben raus. Manchmal hast du vielleicht sogar Angst oder das Gefühl, es langt nicht mehr für dich selber. So viel ist für alle anderen da, dass du nicht mehr sicher bist, ob es für dich auch noch langt. Und mitten in diese Realität hinein, mitten in so eine Welt hinein, so ein Leben hinein, das voll ist mit schönen Sachen, mit Herausforderungen, redet auch Jesus einen bekannten Vers aus dem Matthäus 11. Und er seinen Jüngerinnen und Jüngern zuspricht, dass er der Erfrischung für sie will sein. Der Luther hat übersetzt erquicken. Heute steht oft Ruhe, ich habe mir erlaubt, erfrischt hineinzusetzen. Wie Jesus dir und mir zurufen, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch erfrischen. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Erfrischung für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Unsere Beziehung zu Jesus und das tägliche Unterwegssein mit Gott, das soll nicht nur ein zusätzlicher Task sein, der auf unser ohnehin schon volles Leben auch noch oben drauf gepackt wird. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an, dass wir das Gefühl haben, mit dem Gott, da kommt einfach noch mehr Ansprüche und noch mehr Anforderungen auf unser Leben drauf rauf. Aber was Jesus von uns will, ist nicht noch mehr und noch schneller, sondern er will, dass wir von ihm lernen, in seinen Lebensrhythmus mit hineinkommen. Dass wir von ihm lernen, Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Ja, es gibt viele schöne Sachen, die wir machen können. Und Jesus lädt uns ein, lernt von mir. Was ich will für euch, ist nicht zusätzliche Last, ist nicht etwas, was euch zusätzlich noch abdrückt, sondern ist etwas, was eurem Leben immer wieder neue Erfrischung gibt. Sich dieser Leitung von Jesus anzuvertrauen, heisst eben auch, die Lasten, die uns manchmal im Leben plagen, die wir mittragen, dürfen immer wieder neu bei Gott abzulegen. Von ihm erfrischt zu werden, auf seine Hilfe zu vertrauen und dann mit seiner Kraft erneuert und erfrischt
weiter dürfen zu gehen ins Leben hinein. Natürlich kann das manchmal auch bedeuten, vielleicht Prioritäten oder Ordnung in unserem Leben hinein neu zu organisieren. Und so finde ich es mega schön, in der modernen englischsprachigen Übersetzung, der Message, wird es so umschrieben: Lern die unzwungenen Rhythmen von der Gnade. Der Lebensrhythmus von Jesus ist unzwungene Rhythmen von der Gnade. Jesus möchte, dass wir erfrischt leben können. Und was das heisst, können wir in seinem Leben sehen, an seinem Vorbild, wie er es gelebt hat. Wenn er sich immer wieder selber Zeit genommen hat, zum allein sein und mit dem Vater Zeit verbringen. Wie er darauf gehört hat und gesagt hat, ich tue nur das, was ich der Vater gesehen tue. Und wenn er sein Leben grosszügig geteilt hat mit anderen Menschen, aber selber nicht zu kurz gekommen ist dabei. Von Gott erfrischt zu werden, heisst für mich, dass Gottes Gedanken über mein Leben wichtiger werden als alle anderen Ansprüche, die da an sind. Und es ist eine Freiheit, die da drin liegt. Nicht allem müssen gerecht werden, sondern immer wieder neu dürfen zu Gott zurückzukommen und sagen, was ist das, was wirklich wichtig ist für mein Leben? Was sind deine Gedanken? Was ist das, was du möchtest von mir? Und sage, ich will einstimmen und drin hineingehen, in den Lebensrhythmus, den Jesus mir vorlebt, wo nicht ein zusätzliches, schweres Joch auf meine Schultern legt, sondern mir jeden Tag wieder neue Kraft und Energie und Fokus geben kann. Mir ist bewusst worden, wie entscheidend das ist, so ein erfrischter Mensch zu sein. Ich bin nicht die beste Version von mir selber, wenn ich auf dem letzten Tropfen Energie laufe. Vielleicht kennst du das auch. Ich bin schneller gereizt, ich bin liebloser, egoistischer, dünnhäutiger, antriebsloser und ich stehe viel eher in der Gefahr, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich wünsche mir für mein Leben und für dein Leben immer wieder neu, bei Jesus bei dieser Quelle anzudocken. Ich wünsche mir, ein Mensch zu sein, der einen positiven Einfluss hat auf mein Umfeld. Voll Hoffnung, voll Zuversicht, voll Geduld, voll Grosszügigkeit, voll Liebe, Frieden und Freude, weil mein Leben erfrischt ist und gefüllt ist von dieser Kraft von Gott. Und so habe ich 3 Gedanken, die ich uns mitgeben möchte, als GVC-Bewegung in das Jahr 2026. Und das erste: Bleib verbunden mit der Quelle vom Leben. So wie Jesus das gelebt hat. So wie der David 1000 Jahre vor Jesus das gelebt hat. Und so viele andere Menschen in der Geschichte das gelebt haben, immer wieder neu zurückzukommen zu dieser Quelle. Die Beziehung zu Gott als ein Ort vom Erfrischtwerden zu erfahren. Die Energie bei Gott aufzudanken. Für Jesus war klar, wir können nur dann ein Leben leben, das Frucht bringt, wenn wir fest mit ihm verbunden sind. Ja, er sagt sogar so pointiert, dass er sagt, ohne mich könnt ihr nichts. Ohne mich könnt ihr nichts. Bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Bleibt verbunden mit mir. So wird euer Leben voll sein von dem Leben und wird genug haben, um auch anderen weitergeben. Hast du regelmäßig Zeiten in deinem Leben, wo du deine Seele kannst erfrischen und stärken lassen, so wie der David das sagt? Zweiter Gedanke. Ich lade dich ein, in diesem Jahr nochmal mutig Prioritäten zu setzen. Das Leben ist voll und die Ansprüche an unser Leben sind vielfältig und umfangreich. Es ist so voll, wir müssen ehrlich sein, wir schaffen es ja sowieso nicht, all dem gerecht zu werden, wo das Leben manchmal von uns so fordern möchte. Wie heisst es doch im Volksmund, allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Jesus lädt uns ein und sagt, kommt zu mir. Lernet von mir. Lernet den ungezwungenen Rhythmus von der Gnade. Ein Leben im Gleichklang, im Einklang mit Jesus. Lassen wir uns von ihm nochmal neu zeigen, welche Sachen in unserem Leben wirklich wichtig sind und Priorität sollten haben. Für was es unsere Zeit, für unsere Energie sollte drin fließen. Und wo, dass wir mal mutig dürfen Nein sagen. Alles können wir sowieso nicht. Die Frage ist, machen wir die richtigen Sachen? Wo müssen in deinem Leben, in diesem Jahr, vielleicht Prioritäten neu gesetzt werden, dass du nicht auf dem letzten Tropfen Lebensenergie laufst, sondern erfrischt und gefüllt und erfüllt
durchs Leben kannst gehen. Wo wäre es vielleicht da, in deinem Tagesablauf, in deinem Wochenrhythmus, in deinem Jahr bewusst Platz freizuräumen für die Verbundenheit mit Gott, damit das Priorität kann haben. Und ein dritter Gedanke, auch dem werden wir in diesem Jahr immer wieder begegnen, ist, geteilte Erfrischung ist doppelte Erfrischung. Ich habe es ein bisschen adaptiert, ich gebe es zu. Teilte Erfrischung ist doppelte Erfrischung. Auch wenn wir uns stark damit werden beschäftigen, was unserem Leben gut tut und wie wir erfrischt werden, werden wir entdecken, dass die Bibel ein Prinzip immer und immer wieder bringt, dass unser Leben nur dann voll und fruchtbar und frisch ist, wenn es auch einen Ausfluss hat, wo das Leben von anderen ein Segen und ein Licht kann sein. Wir sind gesegnet, nicht nur für uns, sondern vor allem auch, um ein Segen zu sein in unserem Umfeld drinnen. Und mit Erfrischung heisst nicht selbstzentrierter Egoismus. Ich drehe mich nur noch um mich und meine Bedürfnisse. Die Bibel macht uns deutlich, wir werden dann zufrieden und glücklich sein. Wir sind berufen dazu, Menschen zu sein, die anderen Gutes tun. So wie Jesus sagt, niemand liebt mehr als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das Jahr 2026 soll ein Jahr sein, wo unsere Seele immer wieder neu gestärkt und erfrischt werden kann. Damit wir erfrischt leben können und erfrischend leben können für die Menschen in unserem Umfeld. Und so gebe ich weiter auf Bassersdorf. Ja, in diesem Jahr wollen wir uns erfrischen lassen und Gott lädt uns auch immer wieder dazu ein. Jetzt, wo will ich mich erfrischen lassen? Wo willst du dich erfrischen lassen? Wir haben jetzt hier einen Musikteil von etwa einer Minute. Das ist der gute Moment für dich, für mich, um zu überlegen, wo brauche ich jetzt Erfrischung. Ja, lassen wir uns immer wieder erfrischen von Gott im Alltag. Und eine Möglichkeit ist auch Follow Jesus, 26 im März, der GVC in Winterthur. Du darfst auch nachher draussen ein Jahreslos ziehen, das dich begleiten durch 26. Und auch sonst noch eine kleine Erinnerung, nämlich mit diesen Mentors, die du auch draussen mitnehmen kannst, die dich auch erfrischen sollen. Ja, erfrischt und erquickt durchs Leben gehen, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und hast du gewusst, das ist auch gesund. Die Woche bin ich mit dem Velo an einer Plakatwand vorbeigefahren, wo genau das draufsteht. Da steht nämlich, Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Das steht in den Sprüchen. Und die Fröhlichkeit, da geht es nicht darum, dass man die selber erzeugt, dann, wenn sie fehlt. Sondern dann darf man von Gott kommen und sie uns schenken lassen, weil sie kommt von ihm. Und in diesem Sinn will ich euch jetzt auch noch segnen und ich bitte die können und wollen, jetzt auch aufzustehen. Der Herr ist dein Hirt, er führt dich, ob auf saftigen Weiden oder auch in dunklen Tälern. Und ich segne dich, dass das Bewusstsein von seiner Gegenwart, von seiner Güte in deinem Alltag immer mehr Raum einnimmt und dein Herz immer wieder von neuem erquickt und mit Freude gefüllt werden darf. In Jesu Namen. Amen. Ja, und so geben wir von Bassersdorf Retour weiterhin einen schönen Gottesdienst.